Video. Heute gibt es ein Storytime. Ja. Also, ich erzähle euch die Geschichte, wie ich hier hingekommen bin, also wie ich hier hingezogen bin, warum ich hier hingezogen bin, Katze, also was ich sagen wollte. Wie ich hier hingezogen bin. Ich habe in diesem pinken Block hinten über 9 Jahre gewohnt, also meine ganze Kindheit damit verbracht. Und naja, wie es halt kam. Wie es halt dazu kam, ist, also ich würde sagen, wie es dazu gekommen ist, ich war 5 Jahre, also wir waren halt recht jung hier unten. Dann haben wir gesagt, das ist ein weiter Weg, komm, wir ziehen auch um, weil die Lage war eigentlich schon gut, aber wir fahren viele Autos. Und die Lage war halt, naja, was kann man sagen, einfach mal nicht. Wir wollten einfach umziehen. Wir wollten was Besseres, Größeres und ja, wir wollten einen Platz für uns, wo wir auch halt Sachen aufstellen können. Also, sind wir nach oben gezogen, waren auch 9 Jahre da und das war wirklich so ein schöner Platz. Und da hat ja eine alte Dame gewohnt und die ist leider verstorben und dann sind andere Nachbarn dort eingezogen, eben. Und es war halt so, mit den Nachbarn haben wir uns eigentlich gut verstanden, doch irgendwie waren wir uns nicht einig wegen den Kindern, weil, versteht mich nicht falsch, mit diesen Kindern zu spielen und ihnen was zu unternehmen war immer schön und gut. Ich habe nie Nein gesagt. Manchmal ging es noch auf den Geier, weil ich musste ja auch Hausaufgaben, also da ist ja die Zeit gekommen, da ich Hausaufgaben machen musste. Ich ja langsam 4., 5. Klasse heißt es, ich muss Hausaufgaben machen, natürlich klar, Hausaufgaben immer machen. Da muss ich die machen, muss ich was lesen und so. Und ihr müsst euch vorstellen, euer Gartenplatz vorne ist so schön. Ihr müsst euch vorstellen, die Nachbarskinder waren jeden Tag immer fast 24/7 auf diesem Platz vorne. Und ihr müsst euch vorstellen, wir hatten noch ein Trampolin. Wir haben nichts dagegen gesagt. Wir haben gesagt, ihr könnt das mitnutzen. Uns ist egal. Wir haben so gesagt, ihr müsst nichts dafür zahlen. Ihr dürft es mitbenutzen und dürft nichts dafür zahlen. Wir haben ihnen nur gesagt, nicht mehr als 5 Kinder auf diesem Trampolin, weil wenn was passiert, sind wir schuld. Weil es ist unser Trampolin, oder? Oder bin ich da falls ich da falsch informiert bin, dann schreibt es in die Kommentare. Also ganz ehrlich. Wir haben immer gesagt, ihr dürft es mitnutzen. Sie waren auch mit mir auf dem Trampolin. Oder wenn meine Freundinnen da waren, waren die sogar mit uns und meine Freundinnen auf dem Trampolin. Ich und meine Freundin haben das immer eingehalten, nicht mehr als 5 Leute. Und ja, wir haben das immer eingehalten. Ihr müsst euch vorstellen, hier oben ist noch so ein schönes Pizzarestaurant. Also ein schönes kleines Restaurant halt. Und dann haben wir gesagt mit meiner Familie, weil meine Schwester war ja ein paar Wochen weg, die war im Lager mit der Klasse. Dann haben wir gesagt, gut, wir gehen Pizza essen. Und da wir nicht weit, da oben ist es ja eigentlich recht nah dran gewesen und weil wir nicht weit laufen mussten, sind wir natürlich dorthin gelaufen. Wir haben gegessen, wirklich. Und ihr müsst wissen, unser Trampolin ist immer offen, also hat ja so ein Netz rundum und man konnte immer den Reißverschluss auftun und halt immer rein und dann zu und dann drauf jumpen. Wir haben ihnen immer gesagt, ihr dürft das benutzen, auch wenn wir nicht da sind. Das dürfen die benutzen. Wir haben ihnen eine Sache gesagt. Wir haben eine Regel gehabt. Und zwar, wir haben nur eine Regel gehabt. Und zwar nicht mehr als 5 Leute, weil wenn was passiert, sind wir am Arsch. Tut mir leid, auf gut Deutsch gesagt, sind wir am Arsch. Weil unser Trampolin, wenn was passiert, also wenn zum Beispiel ein Kind verletzt wird, das ist deren Trampolin.
wo kommt dann wo kommt dann die Strafe hin? Zu uns. Unser Trampolin, unsere, wie kann man das sagen? Unsere Verantwortung. Weißt du, wenn du das hast und jemandem erlaubt, das mit zu benutzen, dann soll er die Regel, die du stellst, beachten. Weil, ganz ehrlich, wenn du das nicht beachtest, ist ja praktisch, wir haben ihm gesagt, nicht mehr als 5 Kinder. Und dann kommen wir von diesem Pizza-Restaurant schön gechillt, langsam und easy nach Hause gelaufen, weil es war nicht mal 5 Minuten, nicht mal 5 Minuten weg von unserem Haus. Also das war recht nah an diesem Restaurant. Da sind wir schön hochgelaufen. Wir haben gewusst, dass die Kinder auch abends draufgehen, weil in diesem Moment war es gerade Sommer. Und es war Sommer da. Es war Sommer und da haben wir gesagt, im Sommer konnte man wirklich schön draußen sein. Ach ja, ich war voll ruhig, damit ich schneiden kann und nichts Wertvolles rausschneide von dieser Story. Naja. So praktisch war so, wir haben diese Regel gestellt, wir waren essen, kommen zurück, was sehen wir? 6, 7 Kinder auf diesem Trampolin. Gut, wie jeder weiß, wenn man etwas sagt und es nicht eingehalten wird, ist man wütend. Wir waren wütend darauf. Also meine Mutter hat mit deren Eltern gesprochen und hat gesagt, es geht nicht, wir haben euch erlaubt, das mitzubenutzen. Also meine Mutter hat das den Eltern gesagt. Sie hat gesagt, also wir haben das den Kindern gesagt. Wir haben gesagt, ihr dürft das benutzen, ihr müsst dafür nichts zahlen. Aber wenn ihr diese Regel nicht einhaltet, dann bitte geht nicht auf das Trampolin. Weil wir wollen nicht, dass was passiert. Weil wenn was passiert, sind wir schuld. Haben wir so gesagt. Und dann kommt man nach Hause und sieht man 6, 7 Kinder auf diesem Trampolin. Wenn was passiert wäre, dann wären die am Arsch gewesen. Wirklich gut Deutsch gesagt, oder? Also, wir wären am Arsch. Wirklich. Wow. Meine Katze beobachtet mich da. Also wir wären am Arsch gewesen, oder? Also sagt mir, falls ich falsch liege, aber bitte schreibt in die Kommentare, ob ich falsch liege, aber ich glaube, ich liege ja, da nicht wirklich falsch, gesagt. Oder? Also wirklich, die mussten nichts zahlen. Nichts zahlen, die mussten auch nicht irgendwie, die Kinder mussten nicht, wenn sie kamen, was geben oder so oder uns Geschenke machen. Nein, die durften das einfach mitbenutzen, obwohl dieser ganze Platz unten dran uns gehörte. Weil wir haben das nicht gekauft, aber wir sind die Mieter. Und wir haben sogar, muss ich auch noch erzählen, dieser Boden, als wir dann ankamen, hat dieser Boden da unten, der Boden war grottenhässlich und schlecht gemacht. Du hast wenn du barfuß drüber gelaufen bist, waren deine Füße wund. Du hast sie nicht mehr gespürt. Und vorne dran kann ich mich noch erinnern, dass so ein Glasdach war. Aber dieses Glasdach ist beim Hagel kaputt gegangen. Weil zu dieser Zeit ist es echt stark gehagelt. Ich weiß nicht warum. Aber das war später. Irgendwann. Aber bei dieser Hagelzeit ging dieses Glas kaputt. Dann haben wir dieses Glas abgebaut. Wir haben dieses Glas abgebaut. Diese Bänke haben wir auch abgebaut. Wir haben sogar noch diese Bänke. Wir haben diese Bänke noch. Und diese Bänke genommen. Haben über den Stoff von der Bank haben wir extra neuen Stoff drüber getan und mein Vater hat diese Bänke sogar weiß angestrichen mit so einem schönen Dalmatinerfell. Also die Bänke sehen wirklich unglaublich, sie sehen auch unglaublich gut aus, diese Bänke. Und diese Bänke sind von unserem alten Haus, diese Bänke haben wir mit hier hingenommen. Das Ding ist, wir haben dort alles schön gemacht. Die Treppe war wirklich scheiße. Mein Vater hat diese Treppe gemacht. Mein Vater hat sogar per Eigenwillen hat er den ganzen Boden aufgemacht, hat da so ganz kleine Steine drüber gemacht, hat wirklich per Hand, weil kennt ihr so ganz schmale Steine, die so hintut und dann so hier ein Stein und da, so weißt du, so ganz schön Boden. Mein Vater hat diesen Boden wirklich schön gemacht. Und ja, was bekommen wir? Ja, und dann, wisst ihr, wir hatten ein Trampolin und dann hatten wir noch so einen Boden gemacht und einen Pool. Wir hatten so einen Plastikpool, wo du kannst aufmachen und zumachen. Und dann ist halt so gewesen, der Pool war da. Bin nach Hause gekommen von der Schule, hab gegessen. Dann bin ich wieder gegangen.
Und als ich nach Hause gekommen bin, habe mir meine Mutter erzählt, also meine Mutter ist zu mir gekommen und hat gesagt, am Mittag ist unser Pool kaputt gegangen. Einfach so. Man muss aber sagen, zu dieser Zeit waren unsere Nachbarn oben uns wütend auf uns. Keine Ahnung, was die gemacht hatten. Also ich weiß nicht mehr, was war, aber die waren wütend. Genau, die waren wütend auf uns, weil wir gesagt haben, genau, die waren wütend, weil wir das Trampolin mit einem Schloss versehen hatten, weil wir wollten nicht, dass was passiert. Dann hat meine Mutter vor dem Trampolin Reißverschluss ein Schloss hingemacht und nur wir hatten den Schlüssel und dann konnten die nicht mehr aufs Trampolin. Aber ihr müsst verstehen, dieses Schloss war nur da, damit diese Kinder nicht draufgehen, also damit die Kinder nicht draufgehen und dann halt, keine Ahnung, als wir nach Hause gekommen sind, diese 6, 7 Kinder da drauf waren, war das ein Vertrauensverbot. Weil wir haben darauf vertraut, dass die Eltern und auch die Kinder, weil diese Kinder auch Verantwortung haben, nein, keine Ahnung, dieses Vertrauen zu diesen kleinen Kindern ist verloren gegangen, weil wir haben ihnen gesagt, ihr dürft das benutzen, aber nicht mehr als 5 Kinder. Dann kommt man nach Hause, sieht man 6, 7 Kinder auf dem Trampolin. Und wenn halt was passiert, dann sind wir dran. Dann sind wir am Arsch. Ganz einfach. Also ich kann's nicht verstehen. Wir hatten Vertrauen zu diesen Kindern, wir haben darauf vertraut, dass sie das nicht missbrauchen. Schön 5 Kinder nur da drauf sind. Nein, unser Vertrauen wurde missbraucht. Wisst ihr, und wenn man Vertrauen missbraucht, dann wird das nicht so schnell wiedergewonnen. Darum haben wir ein Schloss fürs Trampolin hingetan. Und dann sind sie zu uns runtergekommen, die Eltern sogar. Die waren wütend und haben uns gesagt, warum tut ihr ein Schloss? Also, die haben uns gesagt, ja, warum tut ihr ein Schloss fürs Trampolin? Die Kinder wollen dieses Trampolin benutzen. Dann haben wir gesagt, nein. Wir haben euren Kindern gesagt, sie dürfen es benutzen. Wenn aber es nicht mehr als 5 Kinder sind. Und wenn man nach Hause kommt und plötzlich 6, 7 Kinder sieht und dann, wenn das passiert, du am Arsch bist und du noch verantwortlich dafür gemacht wirst, dass dieses Kind sich verletzt hat, obwohl es nicht mal dein Kind ist oder irgendein fremdes Kind, sogar, du musst vorstellen, diese Kinder selber, die dort ober uns gewohnt hatten, hatten ja auch beste Freunde. Und falls denen was passiert ist, kommen deren Mütter zu uns, also sagen, sie haben sich verletzt in diesem Trampolin. Aha, wem gehört das Trampolin? Uns natürlich, oder? Und dann sind wir am Arsch, weil das Trampolin gehört ja uns. Und wem das Trampolin gehört, oder? Also, man kann es nicht verstehen. Sie haben es missbraucht und dann waren sie wütend, weil wir ein Schloss dran getan haben, weil wir wollten, also meine Mutter, ihre Absicht war halt, ein Schloss dran zu machen und halt nur, dass ich und meine Schwester den Schlüssel haben und deren Freunde draufgehen. Praktisch so, dass die Kinder nicht mehr draufgehen können. Diese Absicht hatte, dass diese Kinder nicht mehr draufgehen. Halt, ja, das hatte die Absicht, dass sie nicht mehr draufgehen, aber wir haben ihnen vertraut. Und wenn ein Vertrauen missbraucht wird, dann weißt du nicht mehr, ob du das wirklich, also unsere Absicht war halt, dass dieses Schloss davor war und die Kinder nicht mehr draufgehen. Weil wir wollten nicht, dass den Kindern was passiert. Weil wenn den Kindern was passiert, sind wir verantwortlich, oder? Ich habe das schon zum 5. Mal hier gesagt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn was passiert, sind wir am Arsch. Wirklich. Tut mir leid, solches Kraftwort zu benutzen, aber wir sind am Arsch. Wirklich, wortwörtlich. Naja, egal. Genau. Die Eltern waren wütend auf uns, weil wir ein Schloss dran getan haben, damit die Kinder nicht mehr draufgehen. Aber das war zum Schutz der Kinder. Weil wenn diese Kinder draufgehen mit so vielen Kindern und sie sich dann verletzen, dann sind wir ja dran. Und das wollten wir nicht, weil meine Familie hat nie viel Geld gehabt. Und wenn was passiert, kostet so etwas 1000 Franken oder so oder mehr. Und dann kommt man noch vor Gericht oder wie. Also ihr müsst verstehen, dieses Schloss war dazu da, um einen Gerichtsprozess oder halt eine Schuldsituation oder halt eine Geldstrafe, halt sowas zu vermeiden, halt einen Unfall zu vermeiden. Klar, vielleicht wäre das Schloss nicht die beste, also klar, jeder denkt,
es ist halt eure Meinung, wie ihr darüber denkt, dass wir ein Schloss davor hatten. Aber unsere Tendenz war, dieses Schloss war davor, damit sich diese Kinder nicht verletzen und wir nicht. Und wir halt nicht Strafe zahlen müssen für irgendwas, was passiert ist und wir verantwortlich werden. Also wir dafür verantwortlich sind. Also, sie waren wütend. Ich war in der Schule, kam am Mittag, hab was gegessen und dann bin ich wieder gegangen. Dann bin ich so um die 5 Uhr wieder nach Hause gekommen und es war halt Hochsommer, da war es halt warm. Dann kommt meine Mutter so zu mir am Abend und sagt, hast du jemanden gesehen bei unserem Pool? Und ich so, nein, warum? Und sie so, unser Pool ist heute Mittag kaputt gegangen. Und dann denkst du dir so, hä? Warum ist unser Pool kaputt gegangen? Ihr müsst euch vorstellen, dieser Pool war Schnauze. Komplett aus Plastik. Das war komplett aus Plastik, aber der hat eine wirklich gute Qualität. Und meine Mutter hat den halt angeschaut und untersucht und hat gesehen, dass auf der Seite ein Loch ist. Ich war Mittag hier und sie hat mir wieder gegangen. Und unsere Tendenz war, dass diese Nachbarn, weil sie wütend auf uns waren, unseren Pool kaputt gemacht haben. Weil ihre Kinder durften diesen Pool nicht mehr das Trampolin nicht mehr mitbenutzen, weil das Trampolin stand im Winter dort, wo der Pool war, und dann im Sommer war halt unser Pool dort, wo das Trampolin war. Und das Trampolin war halt weiter oben, praktisch. Oder halt auf der anderen, also nein, weiter oben. Weil wir hatten weiter oben auch noch ein paar Stationen. Naja. Und wir hatten halt ziemlich Streit mit ihnen und ihr müsst wissen, es ist traurig zu wissen, dass die Vermieterin Leuten glaubt, die weniger lang dort sind, weder wir. Wir waren ja 9 Jahre dort. Also wir sind schon mega lang dort. Wir haben 9 Jahre dort gewohnt. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten genau vorne so eine Tanne. Und dann kommen wir plötzlich nach Hause und dann sehe ich so, da habe ich meine Mutter gefragt, so, Mom, ist das normal, dass diese Tanne oben kaputt ist? Und sie so, hä? Und dann sind wir rausgegangen, weil wir mussten aus dem Gatter raus und dann, also vom Gatter raus, dann über den Platz und dann nach unten laufen. Und dann hat sie gesehen, die Tanne war oben kaputt. So als ob jemand reingetreten hätte. Na gut, dann haben wir das unserer Vermieterin gesagt. Wir so, hallo Vermieterin, wir haben gesehen, dass diese Tanne kaputt ist. Wir haben gefragt, haben Sie vielleicht gesehen, wer es war? Und dann haben wir auch noch unsere Nachbarn gefragt, ob sie gesehen hätten, vielleicht, dass jemand das gemacht hätte, weil das war ja vorne offen. Das hätte ja jeder sein können, oder? Eigentlich. Und dann haben wir sie gefragt. Hallo, wir haben bei ihnen, also sie waren ja draußen. Und dann haben wir sie gefragt, ja, habt ihr gesehen, wer das war? Und sie so, nein, wir haben nicht gesehen, wer das war. Also sie haben das nicht gesehen. Und sie so, nö, wir haben niemanden gesehen. Aber ihr müsst euch vorstellen, an dem Tag war ich zu Hause sogar. Das war an einem Samstag. Ihr müsst euch vorstellen, ich kurz anders hinsetzen, da kommen hier leicht Krampf. So. Also ihr müsst euch vorstellen, du bist zu Hause, dann gehst du raus und dann siehst du, dass dein Vorgarten kaputt ist. Also es ist wirklich so, weil wir haben uns wirklich Mühe gegeben für diesen Vorgarten. Also meine Mutter und mein Vater haben sich wirklich Mühe gegeben. Gut und gütig, wir hatten Streit mit den Nachbarn. Also im Übrigen kann ich einfach sagen, wir hatten Streit mit den Nachbarn. Sie hat den anderen Nachbarn mehr geglaubt als uns, obwohl wir schon 8 Jahre dort oben waren und dann eigentlich 9 Jahre da oben waren. Und wir hatten immer Streit mit unseren anderen Nachbarn, mit den oberen Nachbarn hatten wir es immer gut eigentlich. Also ihr müsst vorstellen, dieses Haus ist hier und hier auf der anderen Seite ist halt nochmal ein Haus, aber ein richtig großes Haus oder mit Grundstück. Und da war von hinten aus anfangs so eine Mauer. Da musst du dir vorstellen, also
muss dir vorstellen, mit dieser Nachbarin da oben wir hatten es gut mit ihr. Obwohl sie auch eine Katze hatte und unsere Katze war halt jung. Warte. Der war jung. Der hat immer gestritten mit der anderen Katze. Aber, naja. Jetzt ist er halt älter und diese Katze hier auf der anderen Seite ist auch. Genau, diese Katze ist 7 Jahre alt. Und die hat unsere Katze angegriffen. Naja. Also. Was ich damit sagen wollte ist, wir hatten aber Streit mit der Nachbarin. Und anstatt uns zu glauben, weil wir waren 9 Jahre dort, anstatt uns zu glauben, hatte sie den anderen Nachbarn geglaubt, die oberhalb von unserer Wohnung waren. Und naja, wir waren zu Hause. Wir waren alle zu Hause. Das war sogar, genau, das war am Nachmittag. Ich bin nach Hause gekommen. Dann sagt meine Mutter so. Dann habe ich gesagt, hallo Mom, ich bin zu Hause halt, wie halt immer ich das sage. Dann komme ich in die Küche rein, weil ich bin immer vorne beim Gatter rein. Dann komme ich halt so in die Küche rein. Dann habe ich gesehen, dass sie so einen Zettel gelesen hat. Und dann habe ich gehört, wie sie gesagt hat, was? Und dann wirklich so, was? Und dann habe ich gefragt so, hä, Mom, was ist los? Und sie war wirklich am Verzweifeln, sie ist nervös hin und her gelaufen und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was sie hatte, aber sie ist total nervös gewesen. Tut mir leid. Also ihr müsst vorstellen, sie ist nervös hin und her gelaufen, hat immer gesagt so, scheiße, immer gesagt, tut mir leid. Also sie hat es immer gesagt und dann habe ich sie gefragt, also heute würde ich sie fragen, also meine Schwester ist dorthin gekommen und hat gesagt, Mom, boy. Also praktisch heißt, Mom, was ist? Hat meine Schwester gesagt. Also sie hat gesagt, Mom, also ich bin dorthin gegangen und habe gesagt, was ist los? Und sie so, ja, sie gab mir den Brief. Also sie gab mir den Brief und hat gesagt, wir wurden restlos gekündigt. Einfach so gekündigt. Also die Mietwohnung wurde einfach gekündigt. Und ich so, hä? Und ich so, hä, das kann nicht sein. Ich habe sie gefragt, ob sie mich wirklich... Und ich sagte so, nee, du verarschst mich doch, oder? Also, nee, das ist nicht echt, oder? Dann hat sie mir den Zettel gegeben, habe ich diesen Zettel gelesen. Und da stand da wirklich drauf, fristlose Kündigung der Mietwohnung. Da dachte ich mir so, was haben wir ihr getan, dass sie uns restlos einfach so die Mietwohnung kündigt? Was haben wir ihr getan? Wir hatten mit dieser Frau nie Streit. Und jetzt dreht sie uns den Rücken zu und gibt uns einfach so eine Kündigung. Na gut, wir konnten diese Kündigung nicht rückgängig Tut mir leid. Gut, man konnte diese Kündigung nicht rückgängig. Ihr müsst euch vorstellen, eine Kündigung kann man nicht einfach so rückwärts machen. Wir haben sogar extra gefragt, also wir sind zu ihr hingegangen. Wir sind wirklich zu ihr hingegangen und haben sie gefragt, warum haben sie uns einfach fristlos gekündigt? Und sie so, ja, ihr habt Probleme gemacht mit den anderen Nachbarn und ich kann das nicht tolerieren. Ich möchte es friedlich haben und ich glaube den anderen Leuten, dass ihr immer Probleme macht. Und wir so, hä? Warum machen wir Probleme, wenn unser Pool kaputt gegangen ist und unsere Tanne vorne kaputt gemacht wurde? Warum machen wir dann Probleme? Hallo? Wir hatten es mit ihr, also müsst ihr vorstellen, wir hatten mit der Vermieterin eigentlich immer gut. Wir hatten es mit allen Nachbarn dort gut. Mit dieser alten Frau oberhalb von uns hatten wir es gut. Mit dieser alten Dame neben uns, also die halt links von uns war, hatten wir es sehr gut. Wir hatten es mit allen gut. Dann kommt sie so, ja, ihr macht Probleme, darum muss ich euch kündigen. Und wir so, What? Warum machen wir Probleme? Warum wir? Warum, also, hab ich mich gefragt, warum machen
Warum machen wir Probleme? Warum? Ich hab's nicht verstanden. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich find's traurig. Wir haben 9 Jahre dumm gewohnt. Gut. Also, naja, gut und schön. Dann haben wir halt rumgesucht, was für eine Wohnung wir haben. Also meine Mutter ist zuerst alleine gegangen, hat so eine kleine Wohnung gefunden und sie hat gesagt, nein, diese Wohnung hat mir nicht gefallen. Dann haben wir eine weiter oben von hier gefunden. Die war aber auch nicht schön. Also das war wirklich so eine Blockwohnung, die war oberhalb. Aber wir wollten halt, also für uns war halt so Residenz. Für uns war ein kleines Räumchen, damit meine Schwester ihren Roller reintun kann und halt mein Töffli, oder? Und mein Vater hatte so eine riesige Werkbank. Genau, ihr müsst vorstellen, mein Vater hat sich so eine riesige Werkbank bestellt von Rothenburg und hat die sogar selbst bis zu diesem Räumchen, das wir bei der alten Wohnung hatten, transportiert. Und dieses Ding hat er immer benutzt. Er benutzt das bis heute, dieses Ding, und dieses Ding hält bombenfest. Ihr müsst euch vorstellen, die alte Mieterin kommt, sagt uns, nein, dieser Tisch gehört uns. Also diese Werkbank, sagt sie einfach so, diese Werkbank gehört uns. Diese Werkbank haben wir gekauft. Digga, wir hatten noch den Kassenbon, wir hatten diesen Zettel noch. Wir konnten ihr vorweisen, dass das unser Tisch war, dass mein Vater den gekauft hat. Das ist unser... Ich kann es nicht verstehen, ich will es nicht verstehen. Ganz einfach. Ich kann es nicht verstehen. Vor allem die sind 9 Jahre da oben, die anderen haben recht, wer wie. Tut mir leid, ich kann es nicht verstehen. Naja. Kurz und knapp, wir haben Wohnungen gesucht, die war nicht schön. Dann haben wir diese Wohnung hier unten gesehen. Da sind wir sogar, also ich und meine Schwester kamen dazu. Meine Mutter hat diese Wohnung hier schon mal gesehen und fand sie eigentlich sehr schön, weil die hat hier vorne einen Garten, hier hinten hat es noch einen Garten. Hier ist die Treppe, das ist so eine Metalltreppe, die kommt mal schön nach oben. Und hier, wo jetzt der Laptop ist, hier sind so halbe Büsche, so Pflanzen. Und hier vorne ist halt so ein riesiger Grasding und da kann man eigentlich gut rumlaufen und chillen und halt alles. Und hier vorne ist halt so ein riesiger Platz, sogar mit einer Garage und sogar einem zweiten Parkplatz. Und sogar ein Räumchen, also zwei Räume sind sogar hier unten. Und sogar ein Keller. Also, kurz und knapp, wir haben diese Wohnung hier gefunden, meine Eltern. Dann haben sie gesagt, gut. Dann wollten sie unterschreiben gegangen. Dann haben sie mich und meine Schwester mitgenommen. Und als sie hier unten ankam, also das sah wirklich schön aus. Ganz ehrlich, ich bin hier reingekommen, habe das kleine Badezimmer gesehen, das Badezimmer. Klar, Badezimmer ist klein, ein bisschen klein, aber man gewöhnt sich ein kleines, feines Häuschen hier, oder sagt man? Und naja, dann sind wir hierher gekommen und naja, dann sind ich und meine Schwester sind überall rumgelaufen, wir haben die Zimmer gesehen, also weil hier vorne ist ein großes Zimmer, mein Zimmer, dann die Stube und weiter hinten sind halt Küche, Bad und noch 2 weitere Zimmer. Also ein kleines und ein großes Zimmer, also 2 große Zimmer, 2 mittlere Zimmer und 3 große Räume, 2 mittlere Räume und halt, das sind dann halt 4,5. Es ist halt eine 4,5 Zimmerwohnung, oder? Und dann haben wir gesagt, na, wir nehmen dieses Haus. Und dass wir hier reingekommen sind und das Haus, also ich und meine Schwester waren wirklich total begeistert von diesem Haus. Also dieses Haus war wirklich schön. Also der Garten ist wirklich gut und groß, man kann sich hier hinlegen, man kann hier spielen, man kann hier sogar im Sommer kann man hier mehrere Leute rausnehmen. Also mehrere Bänke rausnehmen und mit mehreren Leuten hier essen. Wir grillen eigentlich. Die Tendenz ist einfach, man kann sich wirklich so schnelle Menschen täuschen. Und Menschen wechseln ihr Gesicht wie ein Mond. Glaubt mir. So, ich hoffe,
Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und noch eine Tendenz. Passt auf, welchen Leuten ihr traut und welchen ihr nicht traut. Weil es gibt so viele falsche Menschen da draußen. Passt auf. Also wirklich, wirklich passt auf, wem ihr traut. Vertraut nur den guten Menschen. Denn die bösen Menschen, die bringen euch nur weg oder die zerreißen euch innerlich. Egal. Das wollte ich damit sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass das Video gestern gesperrt wurde, weil ich habe das Video total spät hochgeladen